So, wir sind wieder zurück in GTA 5 und in dieser Mission, oder in dieser Folge besser gesagt, gehen wir jetzt zum Lester und machen die erste Mission, so ist es richtig gewesen. Und zwar, der Matratzo hat ja uns noch ein SMS geschrieben, wo seine Kohle bleibt, weil wir ja seine Hütte kaputt gemacht haben. Jetzt in der letzten Folge haben wir ja müssen, Tracy von dem Erwachsenen-Filmset holen. Die schöpfen wir mal weg. Jetzt brauche ich mal am besten gerade das Auto, dass wir zum Lester können. Nur irgendwie jetzt noch irgendwo das Auto. Wobei wir könnten eigentlich auch mal, das habe ich, da haben wir noch das SMS, eigentlich könnte ich auch mal im Taxi anrufen. Weil das geht auch wesentlich einfacher eigentlich, mit dem Taxi dorthin zu gehen. Aber wir sind da nicht auf einem Speedrun aus, wobei eben ein Speedrun wäre auch komplett anders vom Aufbau her, aber scheisst mir jetzt ehrlich gesagt auch an, schnell das Auto klauen und nachher nochmal dort rausfahren. Darum machen wir es halt jetzt schnell so. Die Frage ist jetzt natürlich nur, wo kommt das Taxi? Beziehungsweise ich habe gerade nicht gelesen, was unten steht. Kommt überhaupt das Taxi? Oder kommt kein Taxi? Ah, da vorne kommt eins, wer wird es denn von das sein? Genau. Freund? Aha, ja, das ist jetzt eine Mission, ich habe jetzt keine Lust auf den. So, wir tun schon die Fahrt überspringen, dass wir gerade beim Lester sind und dann schauen wir mal, was jetzt beim Lester kommt. Mir ist gerade noch aufgefallen, bei euch wird es wahrscheinlich gar nicht so sein. Wenn ich auf dem Bild schaue, wo ich gerade die Aufnahmen drauf am Laufen habe, das ist eben auch nicht so. Zum Beispiel unten links bei der Minimap, wo man den Gesundheitsbalken sieht, die Weste oder die Rüstung, die man ja hat, und noch den Spezialeffekt, der ist bei mir fast komplett weggeschnitten bei meinem Fernsehen, wo ich es aufnehme. Bei euch sollte es aber nicht sein. Fuck you, Lester. You gonna let me in or what? Give me a minute. I was wondering when you'd show up. I was dead. Praise be. Guess you weren't very dead. You need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. Oh, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah, well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes, that fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism, and brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. So, also. Jetzt müssen wir ja da zu der LIFEINVADER gehen. Ja, jetzt muss ich fast ein Auto mitgeben. Das ist ein bisschen einfacher wahrscheinlich.
Gut, dann fahren wir jetzt mal zu der Umkleidekabine. Zu der Umkleidekabine. Wir fahren jetzt mal zum Kleiderladen und holen uns schnell ein paar neue Klamotten. Stupid dick! Ah, excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. Hmm? What about a vest and some cargo shorts? All right. So, dann einfach das. Community aside, I think that might just work. Good luck at the interview. Bye now. Badhose behalten wir an. Und Flipflops behalten wir auch an. Michael, I'm all dressed up. Now, you want to run me through this thing? the prototype is somewhere in the LIFEINVADER office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. So, whoop. Ah, perfekt parkiert. So, dann gehen wir jetzt dort rauf und jetzt kommt dann nachher da der Dude raus. Hey. Hey. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh my, it's... Yeah, well, you gotta do what you gotta do, I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke breaks about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. You gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. I'm totally becoming a tech evangelist when the big boys vest. Maybe not even tech. I'll evangelize anything. Hi. Oh, hi. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. Oh, I'm gonna take a normal chair. I have a terrible back. Oh nein, jetzt... Oh Gott. Here you go. Jetzt ist mir gerade in den Sinn gekommen. Guys, let me use the OS I requested. This wouldn't be a problem. Oh, you've been at it on Jetzt ist mir erst gerade in den Sinn gekommen, welche Mission das ist. Die ist so blöd. Du musst ja das Zeug alles zuklicken. Dann macht es immer wieder auf. Oh, das ist immer so beschissen mit dem... my son's computer runs into the same kind of problems. Mit dem Analog-Controller. See what I can do. Your son codes? Ich glaube, kann man da scheitern? Weil jetzt, ganz ehrlich, was das anbelangt, bin ich gar nicht so zackig unterwegs. Oder geht es einfach nur zweimal auf, wahrscheinlich. So wie das aussieht. Antivirus. And we scan. Scanning. Rocking out might get you in the right headspace. And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. Steht jetzt so Privacy durchgestrichen, also keine Privatsphäre.
Oh, nice. Hey, good to meet you. Let's get some hammock time together later. Dude, when it blue screens again, you're my guy. Goodbye. So gestörte Leute, die hier arbeiten. Aber ich finde es eigentlich schade, dass du zum Beispiel im GTA Online... What the fuck? Also im GTA Online nicht so in so ein Gebäude rein kannst. Sondern nur da eigentlich in der Story und nachher kannst du ja nachher nicht mehr reingehen, glaube ich, so viel ich weiss. Das ist eigentlich da unten. Das ist auch kurz die Ego-Perspektive. Oder läuft der immer noch langsam? Ja, läuft immer noch langsam. Ah, kann ich ja da vorne raus? Ist das possible? Offen Sie mal. Ah, gut, perfekt. Macht die Tür auf. Oh, und da kommt natürlich gerade das Taxi, das ist auch gut. Ja, jetzt ist auch kurz weggedrückt. So. Dann nehmen wir noch kurz das Taxi heim, dann geht es ein bisschen schneller. Perfekt. Oh my god, you guys are so lame! Out. No, I'm watching Fame or Shame! Fucking tits. Give me that. Finals continue with Female Bob. Going into the final. Mimes on Fire. Woo! What a talent! Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Jay Norris to the stage. Hey, this company has come a long way since we started it in my parents' pool house in East Caraway. Today, you're about to witness a new phase. Full-on, weapons-grade, red alert, world domination! We have put 1 billion people's private data in the public domain, and we have milked every penny we could in the process. And we have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years. That's not just impressive, it's revolutionary! Today, right here, we're about to make the next step. Prepare to witness the future. The LifeInvader mobile device. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. A small, personal... Oh, hold on a second. I think someone's trying to dock with me. Hello? Oh! Get security! Oh, Jesus! Whoa! No, Let's... filming. Whoa! So, und dann haben wir hier auch die Mission geschafft. Bergschafft. Nur Bronze geholt, weil ich das Taxi genommen habe. Ja, relativ heftig. Einfach schon das Handy explodiert. Und ja, nächste. Leute gerade im Restaurant. Oder wir Leute im Restaurant. Les, that was heavy. You watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. You know, the score. Oh, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. Gut, also dann kriegen wir jetzt noch einen Link über vom Lester weg der Börse, dass wir können auch... Oh, da liegt die Tracy wieder. Wegen der Börse, dass wir auch da können, spekulieren und auch dort ein bisschen Geld machen. Aber ja, in der nächsten Folge
gehen wir dann mit dem Franklin zu seiner Mission. Ich sehe gerade auf der Minimap haben wir dort wieder ein F drauf. Und da würde ich sagen, dass wir auch mal wieder ein bisschen mit dem Franklin gespielt haben und nicht nur jetzt die ganze Zeit mit dem Michael. Ja, das wäre es mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen würde, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen. Und sonst sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag und ciao.